Wie der Klecksi zum Kraxli wurde ist. Eine Geschichte von der Tanja Alexa Holzer. Produziert Wortfeger Media. Der Matthias war ein Spitzbub und so kreativ wie kaum ein anderer in seiner Klasse. Oft hat er sich benommen wie ein wahrer Gentleman, ist charmant und zuvorkommend gsi. Im nächsten Moment aber hat er ganz ausgefeilte Streiche spielen. Und über die hat wegen seiner liebenswerten Art kaum jemand wirklich böse sein. Er war überall beliebt, auch bei den Lehrern. Nur etwas haben seine Lehrer überhaupt nicht gern gehabt. Matthias seine Schulhefte sind nämlich überall mit Klecks und Durchgestrichenem übersät gsi. Kein anderes Heft hat derart unordentlich ausgesehen wie sie's. Einmal, wo Matthias gerade ein besonders grosser Klecks in sein Heft passiert ist, hat seine Lehrerin laut aufgeseufzt. «Nein, schon wieder so ein Klecks. Man könnte meinen, du hast für sie einen Kaufvertrag abgeschlossen.» Alle Schüler haben das gehört und der vorwitzige Thomas, wo oft auch richtig bösartig hat können sein, hat den Matthias in der Pause prompt gecancelt. «Kleksi, Kleksi, du bist der Kleksi!» Der Matthias hat darauf nur charmant gelächelt. Aber von dem Moment an hat er seinen Spitznamen gehabt. Er war der Kleksi und ist auch so gerufen worden. Aber der Matthias hat sich nicht darüber geärgert. Es hat ihn höchstens ein bisschen gefuchset, denn eigentlich hat er sich so viel Mühe gegeben, ordentlich in seine Hefte zu schreiben. Oft hat er sich dabei richtig verkrampft und dann hat es erst recht einen Klecks gegeben. Oder er hat sich verschrieben und das hat dann durchgestrichen werden. All seine Anstrengungen haben einfach nicht gelingen. Im Sommer ist die ganze Klasse miteinander auf Schulreise gegangen, wandern. Die meisten Kinder haben das Wandern nicht lustig gefunden und vor allem die Langsamen haben angefangen zu motzen. Der Matthias ist ein Sportlicher, er hat die Natur geliebt und fast seine ganze Freizeit draussen an der frischen Luft verbracht. Wo an dem strahlenden Tag die Schüler schon ein Weile marschiert sind, hat es plötzlich von einer hohen Tanne runter herzzerreissend gejault. Ganz laut hat es gejammert. Klar, die Mädchen aus der Klasse sind sofort ganz Ohr gsi. Ganz aufgeregt sind sie vor lauter Mitleid und Entzücken. «Das arme Kätzli!» hat die sportliche Julia gerufen. «Es verhungert sicher dort oben», hat die Martina vermutet, wo selber eine kleine Naschkatze war. «Oh, wie herzig, schaut mal, wie süß die ist», hat der Matthias jetzt die schöne Isabel gehört. Die Isabel war sicher die schönste von der Klasse. Ach was, sogar von der ganzen Schule. «So, jetzt langt's», hat der Matthias gedacht. Er hat seine Ärmel hinterher gerugelt und hat sich dran gemacht, die Tanne aufzuklettern. Er war so geschickt und flink, dass die ganze Schülerschar unter ihm still geworden ist vor Staunen. Beim Kätzli angekommen, hat der Matthias seine Füße auf 2 Äste gestellt und nach dem Tierli langen. Aber das kleine Biest hat ihn gerade mal zuerst fürchterlich im Gesicht gekratzt.
Der Matthias hat auf den Backen ein bisschen blüten. Nicht schlimm, aber grad genug, um als Kampfspur Eindruck zu machen. Beim zweiten Versuch hat sich das Büsi aber packen und in den Rucksack stecken lassen. Mit dem Kätzli Huckepack ist der Matthias wieder runtergeklettert. Unten hat er der schönen Isabel das überglückliche Büsi in die Hände gedrückt. «Danke, Kraxli, du bist ein Held», hat Isabel ihn angestrahlt und übers kuschelige Fell vom Büsi gestreichelt, wo seelenfriedlich anfangen schnurren hat. In dem heldenhaften Moment hat sich der Klecksi in Kraxli verwandelt und sein Namensschicksal hat sich nie mehr geändert. Seitdem haben ihn die Schulkameraden ehrvoll Kraxli gerufen. Und das hat dem Matthias so viel besser gefallen. Tatsächlich sind ihm seitdem auch nur noch sehr selten Klecks passiert und seine Hefte sind wunderbar ordentlich geworden.